Ja, das ist das Kauerabenteuer. Die Geschichte, die nächste, heisst Kauerabenteuer. Es ist wieder ein kalter Winterabend und der Mond scheint hell durch das Fenster vom Kinderzimmer. Und der Lulu, der kuschelige Luchs und der Robby liegen friedlich in ihrem Bett, wo plötzlich ein leisliches Geräusch die Stille durchbricht. Es ist die Katze der Familie, die Mokka. Die schleicht lautlos durch die Balkontür mit der Katzenklappe raus. «Was macht euch jetzt die Katze schon wieder?» fragt der Robby und blinzelt verschlafen zum Lulu über. «Miau, die geht sicher wieder in den Keller», murmelt der Lulu. «Ich habe sie schon manchmal dort gehört. Und vielleicht hat sie dort ein Geheimversteck.» «Ja, wir sollten ihr mal nachgehen. Es klingt nach einem wundrigen, plundrigen neuen Abenteuer», sagt der Robby und wird plötzlich hellwach. Und der Lulu nickt entschlossen. Ja, die beiden rutschen jetzt leislich aus ihrem Bett und schleichen zur Balkontür. Sie zwängen sich durch die Katzenklappe raus in die kalte Nachtluft. Die Katze huscht zielstrebig zur Haustür, die gerade von einem Menschen geöffnet wird. Und geschickt schleifen der Lulu und der Robby mit rein und gehen ihr nachher bis in den Keller, ohne dass sie jemand bemerkt. Im Keller ist es dunkel und schmeckt auch ein bisschen muffig. Aber die Katze führt sie sicher durch die verwinkelten Gänge. Und schliesslich bleibt sie vor einem kleinen, gemütlichen Kellerabteil stehen. Und dort hat es eine alte Decke und ein paar Küsse, die liegen. «Hä? Das ist alles?» fragt Robby enttäuscht. «Nur ein ruhiges Plätzchen hat die hier. Kein Schatz, keine geheimnisvolle Tür, kein Geheimversteck. Wie langweilig!» Das findet jetzt der Robby sehr langweilig. Die Katze gähnt nur, rollt sich zusammen und ignoriert die beiden Abenteurer, der Lulu und der Robby. Die schauen sich aber noch ein bisschen in diesem Keller. Es ist wirklich kein spannender Ort hier. Aber die Dunkelheit, die macht das Ganze schon ein bisschen geheimnisvoll, weil es so dunkel ist. «Miau, ja gut halt», seufzt der Lulu. «Vielleicht sollten wir zurück in die Wohnung gehen. Morgen müssen wir ja wieder in unserem Bett sein.» Das wäre aber dann doch schon ein bisschen langweilig, wenn sie jetzt die Nacht gar nichts erleben würden. Als sie auf den Rückweg gehen, merken sie, dass sie ein grosses Problem haben. Wie kommen sie jetzt wieder raus aus dem Keller? «Oh nein! Ich weiss ja gar nicht mehr, wo wir sind. Ich weiss gar nicht mehr, wo es durchgeht», ruft der Robby. «Miau, ich auch nicht. Und die Katze scheint uns ja nicht zu helfen. Die schlaft ja schon wieder. Miau.» Und jetzt irren sie durch die dunklen Gänge. Und jede Tür sieht irgendwie gleich aus. Und die Stege, die gegen oben führt, die bleibt verschwunden. Sie finden sie einfach nicht mehr. Und die Zeit vergeht und die Sorge wächst. Machen sie sich Sorgen. Grosse Sorgen langsam. «Oh nein, was machen wir nur, wenn es bald morgen wird und die Menschen uns hier unten finden? Oh Jesus, nein!» Der Lulu bleibt stehen und denkt angestrengt nach. Dort hat es ein Fenster. Vielleicht ist ja das ein Spältchen offen, dann können wir durchschleifen. Und als sie herkommen, sehen sie, nein, das ist ganz fest zu. Weil es ist ja Winter, da lässt man nicht einfach die Fenster offen, in der Nacht sowieso nicht. Auch wenn sie vergittert sind, die Fenster. Ja, sie müssen es angestrengter suchen. Und so gehen sie bei jedem Fenster, und es hat viele Fenster in diesem Keller, bei jedem Fenster gehen sie schauen.
Und als sie in ihre Wäschküche ankommen, sehen sie, oh, hier hat es viele Fenster, da können wir auch noch schauen. Aber die Fenster sind so gut zugeschlossen. Der Lulu bringt sie nicht auf und der Robby erst recht nicht. Oh je, jetzt sind sie also schon ein bisschen traurig und es sind schon ein paar Stunden vorbeigegangen. Oh je, bald ist morgen und sie sollten doch wieder zurück ins Bett, zurück zu den Kindern. Weil die werden sie dann gerade suchen, wenn sie aufwachen. Oh je. Miau, wir müssen mutig sein und weitersuchen. Irgendwo hier gibt es sicher eine Tür. Die geht raus. Nach ein paar Irrwegen entdecken sie tatsächlich eine winzige Tür, die mit einem alten Schloss verriegelt ist. Miau, vielleicht geht es ja hier wieder rauf, sagt der Lulu. Aber die Tür ist eben fest verschlossen. Die ist zu. Er bringt sie nicht auf. Der Lulu schaut jetzt das Schloss ganz genau an. Miau, ich habe eine Idee. Meine Krallen könnten helfen. Und jetzt fängt er an, vorsichtig mit seinen scharfen Krallen im Schloss umzuwerkeln. Und nach ein paar Minuten macht das Schloss tatsächlich Klick. Und die Tür springt auf. Dahinter entdecken sie eine steile Stege, die direkt rausführt. Und zwar einfach gerade raus in den Garten. Robby, wir sind frei. Miau, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Du bist der Beste. Lulu, du bist einfach der Beste. Jetzt haben sie nur noch ein Ziel. Die Katzenleiter, das Katzentürli und rein ins Bett. Und jetzt müssen sie pressieren. Ui. Wo sie reinkommen, hören sie es schon rascheln. Jemand ist im Bad. Ui. Der Vater, der so früh immer morgen aufsteht, das ist immer der Erste, weil er geht arbeiten. Ui, er ist im Bad. Und sie schleichen so leise wie sie können, schleichen sie in ihre Bett. Der Lulu zum Bub und der Robby zum kleinen Mädchen. Gerade haben sie es noch geschafft. Im allerletzten Moment. Weil kurz darauf geht die Zimmertür vom Bad auf. Und der Vater kommt raus. Ja, das war knapp. Hat jeder für sich gedacht. Der Robby, sein Herz hat immer noch klöpferlet. Und Lulu seins auch, weil er noch einen riesigen Gump machen musste, von unten bis auf das Hochbett vom Bub rauf. Ja. Der Vater wundert sich, warum liegt jetzt da so eine Staubfetze rum? Sieht aus, wie wenn der aus dem Keller kommen würde. Komisch. Ui. Fast hätten sie sich verraten. Aber kein Mensch hat geahnt, was für ein Abenteuer die beiden einfachen Stofftierchen die Nacht erlebt haben. Und niemand würde je glauben, wie viel Herzklopfen in so einem kleinen, kuscheligen Körper stecken kann, wie am Robby sein und am Lulu sein. Gute Nacht, ihr zwei.